Zu hysterisch bin ich und natürlich nervig. Peinlich natürlich auch. Das ist so das Feedback von gewissen Leuten und viele fragen, wieso bist du so? Wieso tust du die ganze Zeit in die Kamera reinschreien? Darum ja, wieso mache ich das? Also, meine Videos, sind wir ehrlich, vor allem meine Dating-Stories, die aktuellen, oder auch meine Bewerbungsstories, sind eigentlich für mich schlechte Videos. In dem Sinn, wenn ich das erlebe, ist es gar nicht lustig. Das ist zum Teil erniedrigend und tut weh. Das ist Fakt. Also eigentlich sind das wirklich Scheißmomente für mich. Und es gibt sehr oft Situationen, gerade bei den Dating-Videos, wo ich eigentlich im Nachhinein am liebsten brüllen würde, weil es einfach scheiße ist. Also, und jetzt, 3 Tage später, tue ich das reflektieren, denke darüber nach. Was wollte ich jetzt machen? Im Selbstmitleid versaufen, ein Video machen, vor der Kamera, brüllen wie die meisten und sagen, wie enorm ich bin? Nein. Ich bin ein Stehaufmännchen. Das heisst, aus jeder scheiß Geschichte mache ich eine gute Geschichte. Eine lustige. Weil Haufen Storys, gerade meine Bewerbungsprozess-Sachen, kannst du einfach nicht ernst nehmen. Nicht ernst nehmen im Sinne von, weil es einfach lächerlich ist. Also, was wäre ich jetzt für ein Vorbild für alle Leute, die mir zuschauen, wenn ich, wie die meisten möchte gerne Influencers vor den Kameras bin und einfach jammern und bemitleidet bin? Nein, was wäre da für eine Message dahinter? Also, mein Konzept ist, aus jeder scheiß Story ich euch gleich zeigen, und das ist eigentlich die Botschaft dahinter, hey, gewisse Sachen kannst du einfach nicht ernst nehmen und über gewisse Sachen musst du halt einfach nur mal lachen. Gut, und das ist meine Message. Hinter all diesen Videos ist eine versteckte Botschaft. Bei meinen Dating-Videos ist es Selbstliebe. Bei meinen Bewerbungsvideos ist es Selbstwert. Und. Und wenn du nicht checkst, was dahinter für eine Botschaft steckt, ja, sorry, nicht mein Problem. Und dazu kommt, wissen die Kinder da einfach aus Unterhaltung. Mein Kerzenvideo, wo ich Kerzen mache. Ich kann schon langweilig Kerzen machen. Gurken verschneiden. Aber das ist doch einfach langweilig. Und ich werde Spass dabei haben, wenn ich das mache. Und gleichzeitig aber auch Spass dabei haben, wenn ich das anschaue, um jemanden zu unterhalten. Meine Livestreams, dasselbe. Ich finde, ich schaue auch Livestreams von anderen Leuten an. Dann hocken sie vor der Kamera. Und dann ein bisschen sitzen. Denke mir so, mein Gott, bist du langweilig und basic. Und ich bin nicht ein klassischer 0815 möchte gerne Influencer, der irgendwie eine CapCut-Vorlage benutzt und dann das Gefühl hat, er ist es. Ganz sicher nicht. Nein. Es gibt auch ernstere Videos von mir. Sicher. Die hysterischen fallen einfach mehr auf, weil ich es lustiger finde. Und gerade jetzt im Moment habe ich ehrlich gesagt einen Haufen Schissmoment in meinem Leben. Also was wollte ich oder was soll ich machen? Im Ecken stehen, brüllen, mich selber runterziehen und dann auch meine ganze Community auch mit runterziehen? Nein, das machen nämlich die meisten Leute und das ist auch einfach tagtäglich vor der Kamera sein und jammern. Nein, das ist nicht meine Art. Also, aus jeder Kack-Story mache ich etwas Positives. Und das ist die Botschaft von meinem Profil. Das ist die Botschaft vom Cyril. Das bin ich. Was feiere ich? Denn es gibt mir nichts mehr auf die Nerven, als die Leute, die vor der Kamera heulen und Mitleid wollen. Und ich mir denke, Gott verdammt, get your shit together. Es wird nicht besser, wenn du heulen tust vor der Kamera. Absolut nicht. Und dazu kommt, dann tust du mich auch mit runterziehen. Klar ist, ja, manchmal zeigt mir das Real Life und bla bla bla. Aber man kann es auch anders zeigen. Und so mache es ich. Und wenn dir das nicht passt und du mich nervig findest und peinlich, okay, go for it. Also weißt du, wie ich meine? Verstehe ich sogar. Aber dann verpiss dich und schau die Videos nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, es gibt alle, die ich wirklich scheiße finde. Im Sinne von, die können einfach keinen Content machen. Sondern möchte gerne Moderatorin. Leck du mir, nein, ihre Video, das ist wirklich peinlich, finde ich. Weil es ist so etwas von unauthentisch. Leute haben das Gefühl, sie sind authentisch und du schaust das Video und denkst, krass mal, man merkt sogar, wie du das Skript hinter dran ablesen. Weißt du, wie ich meine? Also wirklich, das finde ich auch ganz schlimm. Das Unauthentische. Ich meine, das kann jeder. Sorry, nein, aber und die CapCut-Vorlage, du bist für mich kein Content-Creator, wenn du einfach CapCut-Vorlagen brauchst. Und das bin ich nicht. Es gibt Leute, die finden es peinlich, wenn ich in die Kamera reinschreie und eine Story erzähle. Und ich wiederum finde es peinlich, wenn ich merke, dass du fake bist und irgendwie einen Text, der wahrscheinlich noch von ChatGPT ist, vor der Kamera vorlesen und das Gefühl hast, du bist der Harry Hirsch.
So haben wir verschiedene Ansichten. Es gibt die zwei Versionen. Und das ist auch gut so, weil es gibt verschiedene Leute. Genauso finde ich es genauso schlimm, die Leute, die vor der Kamera einfach die ganze Zeit nur jammern und andere Leute mit runterziehen. Aber so ist jeder verschieden. Dort mal über das nachdenken. Ich habe mir jetzt hier einen Salat gemacht, einen Vitamin Boost. Das heisst, ich musste Kaki brauchen. Darum mache ich mir einen Kaki-Salat mit Avocado, Gurken, Tomaten, Zwiebeln natürlich. Das ist eine richtige Vitaminbombe. Und ich liebe über alles Blutorange. Und im nächsten Video werde ich so richtig schreien. Weil glaubt mir, das ist so eine richtige Kack-Story. Im Sinne von Scheiße für mich. Aber ich habe eine Botschaft und ich mache etwas Lustiges daraus. Also, Happy Day.